Mit dem neuen Modell, dem EV6, hat Kia Thema Crossover gut gespielt. Ein kuppelförmig Lind vom Dach, SUV-mäßig formierte Licht in den Radkosten, ganz viel Bodenfreiheit, an ein hohes Schillerdesign-Linie. Im Capo präsentiert Kia seine neue Identität, sein neues Logo. Die Luchte vom EV6, die sich auch aus verschiedenen Elementen zusammensetzen, sind dekorativ am runden, fischen Design angebracht. Und entgegen dem aktuellen Trend recht groß und nicht getrennt. Von der Seite fällt eine innerste Designlinie ab, die am Deel von der innersten Dier nach oben hin eine optische Verbindung zu der innersten Lichtsignatur bringt, auch von einem schmalen LED-Band über die ganzen innersten Deel riecht. Auch für die nötige Portion Sportlichkeit sorgen ein Dachspoiler an einen kleinen Lips um alle denken. Bei einem kompletten Sicht vom EV6 kennt egal mengen, dass der 4,60 Meter lange Kia EV6 sportlich und engagiert rüber könnt und die Impression von einem abgebockenen Shootingbrett gibt. Der Kia EV6 bietet am Interieur genug Platz für Mensch und Bagage. Durch seinen Radstand von 2,90 Meter bietet sein Flachmal auch ein Ladevolumen von 490 bis 1300 Liter an. Dazu auch nach ein paar Liter Ladevolumen unter dem Boden von der Mall und plus nach 50 Liter an einer kleinen praktischen Küche unter dem Kapot. Bei der offenen Platz am Interieur fällt für und allem die Lüftigkeit ab. Personen von bis zu 2 Meter groß fanden auf den vier Sitzen genug Platz und mit viel Möglichkeit, kleine Sachen zu verstauen. Die zwei Fischsitzer lassen sich auch extrem weit nach hinten lehnen, für wenn sie während dem Abladen von den Batterien ein kleines Nickerchen halten. Durch den nach hinten aufhallenden Dachlinie fällt Platz hinten dran nicht so groß aus, obschon aber zwei Personen von bis zu 1,90 Meter komfortabel sitzen. Und das vier an Handen auf Sitzer, die auf der Basis für recyceliertem Plastik aus der Familie von Polyester überzusehen. Ledersitzer mit Kia gar kein Hund. Hinter dem Volant passen sich die zwei 12 Zoll Ekran auch gut am Bild vom Cockpit ran und vermitteln auch die wichtigsten Infos mit dem entsprechenden System für Online-Informationen. Wobei natürlich die wichtigste Info der Batterieladestand ist, die noch bald alle Kilometer genau umrechnet. Ein einfach Betätigen über Touchscreen lässt auch keine Frohheit abstellen. Den Touchpad unter dem großen Ekran als Dürbel beleuchtet, wo wir klicken und das Infotainment wird gesteuert. Innen drücken, dann ist die Heizung in der Reihe, an die Knöpfchen von der Musik, geht zum Knöpfchen von der Heizung, warm, kalt erstellen. Zwei kleine Drehräder runden noch heute im Menüensemble auf. Auch das Aktiv-Sicherheitsequipment vom EV6 als schon vom Wehrgas gut bestimmt. Zu einem kompletten Equipment, Komfort und Sicherheit gehört außerdem vergrößerte Navigationssystem sowie Over-the-Air-Funktionen, durch die sich auch nach Notkauf vom Auto Funktionen freischalten lassen. Mittelkonsole vom EV6 mit prägnantem Startknopf als groß erschwirft sozusagen zwischen den zwei fünften Sitzen. Und dann noch nach einer kleinen Spielerei, die aber zur Sicherheit beim Rechts- oder Linksaufbringen kann beitragen. Als die optische Unterstützung von einer Kamera, die Perspektive für ohne Gefahr die Richtung können zu wechseln. Auch der Kia EV6 basiert wie die Hyundai Ioniq 5 auf der Konzern Electric Global Modular Plattform. Das Besondere an dieser technischen Plattform ist seine Systemarchitektur, die mit doppler Spannungsanlage schafft. Statt mit 400 Volt wie üblich bei den Elektroautos operiert auch Kia mit 800 Volt. Vorteile von dieser hohen Spannungsanlage bestehen zu engem daran, dass die Verkabelung mit kleinerem Querschnitt möglich ist. Was auch Material, Platz, Kosten und für allem Gewicht spart. Zum anderen können wir 800 Volt Betriebsspannung extrem hohe Leistung laden und damit auch in kurzer Zeit für die Akku abzuladen realisieren. Durch diesen 800 Volt Ladesystem erreicht den EV6 mit kleinem Akku stolz 180 kW, aber im 77,4 kWh Modell sogar 240 kW. Und damit lassen sich ändert einer optimaler Bedingung 100 km Autonomie auf 4,5 Minuten nachladen. Und sogar laut Kia an 18 Minuten
eng Autonomie vun 10 bis op 80%. Allerdings ënner Idealbedingungen, die eichter selten an natierlich nëmmen un enger entsprechend leistungsfähiger HPC-Seil engem High-Power Charging méiglich sinn. Eng weiter Besonderkeet ass, dass Batterie net nëmmen de Motor mat Energie versuercht, nur Haushaltsapparaten bis zu enger Leistung vun 3,6 Kilowatt ugedriwe kënne ginn. Zu gur engem ärneren Elektroauto kann den EV6 als Stromspender hëllefen. Onze Kia EV6 mat 125 kW ëmgerecht 170 PS an op den hënnechtreeder ugedriwen beschleunigt an 1,5 Sekunden vun 0 op 100 km/h an huet eng maximal Vitesse vun 185 km/h. Nom oplöden hun enger Ladestationun vun 230 Volt 10,5 Kilowatt an dat wären 6 Stunden stehen tschen 380 a 420 km Autonomie Ekran, wat vun denen iwwer 500 km Autonomie am WLTP-Cyklus steck ewächlung. An de Verbrauch vun unserem Testauto huet sich so tschen 19 an 22 Kilowattstunde op 100 km angependelt, de Verbrauch de Kia op mat 16,6 Kilowattstunde uget. Aber truech der Gréist vum Gefehr an der Batterie sinn des Wertter okay. Den EV6 ass jo och ke Wonnerauto am Verbrauch, awer auch keen den iwwermäßig Strom frisst. Die Rekuperation lässt sich über Schaltwippen im Volant bequem auf verschiedene Stufen verstellen, weil sie an unserem Test auch bis zu 20 km plus in Autonomie ausgewählt wird, sodass auch One-Pedal-Driving möglich ist. Je nach Laune lassen sich auch 3 Vormodussen von Eco bis Sport wählen. Die Steuerung bietet eine gute Rückmeldung, erfüllt sich durch die starke Kraft vom Volant einfach ein bisschen synthetisch. Op den hënnechtreeder ugedriwen an durch se lange Radstand lässt sich den EV6 noch kaum aus der Ruhe bringen. Simuléiert den en abrupte Manöver gräft den ESP energisch an, wodurch die Vitesse ungefähr aufgebremst wird und sich immer nach ohne Probleme weiter dirigieren.